Und wir fahren weiter heute mit der Serie über Güte Gottes. Es ist so ein breites Thema, wo wir so viel lernen können und immer wieder etwas Neues. Und als ich einfach die Predigt vorbereitet habe, habe ich wirklich etwas Neues entdeckt, wie groß das Gottes Güte über unserem Leben ist. Ich erinnere mich vor mehreren Jahren zurück, wo ich mit meiner Frau vom Ausland, von der Bibelschule, wir sind ein Jahr in Deutschland und sind wir zurückgekommen auf Zürich. Dann zumal war eine schwierige Zeit in der Wirtschaft und ich habe einen Job gesucht und ich habe ziemlich schnell einen Job gefunden. Und ich habe gesagt, wow, danke Herr, du bist so gut, alles hat gestimmt, der Lohn und alles. Und es ist Ende Monat gekommen und bin ich einfach schauen und es war kein Lohn auf dem Konto. Dann habe ich geredet mit dem Chef und gesagt, was ist los und so. Und er sagt, weisst, die Zeiten sind schwierig und ich kann dir eigentlich den Lohn nicht zahlen. Auf jeden Fall habe ich gesagt, wow, Herr, ich habe ein kleines Kind, eine Frau, ich muss Miete zahlen und. Aber du bist mein Versorger. Und zuerst haben sie mir gesagt, du musst ihn vor Gericht bringen und anzeigen und so weiter. Und zuerst habe ich gedacht, ja genau, das ist es, das mache ich. Aber irgendwie habe ich eine Güte in meinem Herzen gespürt und gesagt, komm, vergib ihm, lass ihn los und ich bin dein Versorger, ich werde für dich sorgen. Und ich muss dir sagen, bis heute, Gott hat mich versorgt, Gott hat wirklich geschaut für uns, für unser Kind, für alles. Und ich denke mir, Gottes Güte ist uns, wo uns immer wieder einfach so zieht, in Momenten, wo wir vielleicht missbraucht werden oder vielleicht betrogen werden. Viele von euch, vielleicht habt ihr auch so etwas erlebt in eurem Leben, wo ihr Gottes Güte gesehen habt, in Momenten, wo wirklich schwierig sie sind. Anstatt in der eigenen Gerechtigkeit walten lassen oder zu handeln, wo ihr einfach Gottes Güte in eurem Leben gespürt habt. Ich denke mir, zu vergeben ist nicht einfach, aber je mehr wir Gottes Güte, Gottes Liebe erkennen, desto einfacher ist einfach Menschen zu vergeben. Jeremia 31,3 heißt, mit unendlicher Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Und ich denke mir, Gott möchte uns neu seine Güte, seine Liebe offenbaren, wer Gottes ist. Und das verändert unser Herz. Das füllt uns mit Güte, dass wir andere Menschen können begegnen, aber vor allem, dass wir immer wieder können umkehren zu Gott. Heute Morgen werden wir sehen, was hindert uns, Gottes Güte zu erfahren. Und ich habe da eine Illustration mitgenommen, das ist ein Netz. Und das Netz repräsentiert unsere Seele. Unsere Seele besteht aus unserem Verstand, aus unserem Gefühl und unserem Willen. Und unsere Seele kann sehr, sehr verletzlich werden. Unsere Seele kann verletzt werden, unsere Gefühle können verletzt werden mit Erlebnissen, die wir von der Vergangenheit haben, auch von der heutigen Zeit. Aber auch unser Verstand ist vielleicht verletzt worden durch schlechte Erfahrungen, die wir hatten, irgendein Trauma, so viele Sachen, die wir in unserer Seele ist. Und dann sehen wir, dass durch das unsere Seele kann beschädigt werden. Unser Entscheidungsvermögen manchmal ist beschädigt, weil oft wissen wir, was richtig ist, was wir zu tun haben, was wir machen müssen, aber wir treffen die falsche Entscheidung. Warum? Weil etwas in unserer Seele ist nicht richtig, ist nicht geheilt. Und wir werden verletzt und wir verletzen auch andere. Warum? Weil wir in einer gefallenen Welt leben. Das wird immer wieder so sein. Aber an dem heutigen Tag möchten wir einfach sehen, dass Gott unsere Seele wirklich wiederherstellen. Und es gibt weitere Punkte, auch wichtige Punkte, wo unsere Seele weiter schädigen. Und der erste Punkt ist unbewältiger Groll und Bitterkeit. Unbewältiger und Bitterkeit. Das, was andere uns angetan haben und unsere Seele beschädigt. Ich habe da meine Frau, wo mir einfach ein paar Bälle, wo mir im Leben zugespielt bekommen. Und das ist der Ball von der Ablehnung. Ablehnung. Viele von uns haben Ablehnung erlebt in unserem Leben. Vielleicht
Ablehnung von deinem Vater, wo du klein bist und irgendwie dich nie ernst genommen hat. Ablehnung am Arbeitsplatz. Ablehnung in der Schule, wo du bist gemobbt. Und das sind so Sachen, wo unsere Seele indirekt immer wieder einfach schädigen und wir tragen das mit uns. Das ist einfach wie ein Gift, wo unsere Seele immer mehr kaputt macht. Da haben wir auch noch Hass. Das ist ein weiterer Hass, der uns kaputt macht. Leute, die gegen uns sind, die uns kaputt machen. Vielleicht ist deine Unschuld genommen worden und ist ein Hass in dir entstanden. Vielleicht du bist missbraucht worden, dein Selbstwertgefühl. Vielleicht du tust es irgendwie verstecken, aber es ist einfach da wegen all dem, was du erlebt hast. Da haben wir Eifersucht. Ich weiss, da ist niemand eifersüchtig, aber es ist etwas, das immer wieder vorkommt. Eifersüchtig, wenn es einem gut geht, der andere ist schnell eifersüchtig, weil der andere vielleicht gute Noten hat in der Schule, eifersüchtig, weil warum geht es dem immer wieder gut und mir nicht? Irgendetwas kann nicht sein. Und wir alle werden konfrontiert. Immer wieder in der Versuchung gehen wir einfach von der Eifersucht. Und auch ein weiterer, das ist ein schwerer, das ist Gewalt. Gewalt. Wie viel haben wir von uns haben wir Gewalt erlebt in unserem Leben? Und das kommt alles in unsere Seele. Gewalt, vielleicht physischer Gewalt. Und all das, wir tragen all das in unserer Seele. Und da in Hiob steht, der Ärger bringt den Narren um und den Unverständigen tötet sein Aufbegehren. Du zerfleischst dich ja nur selbst in deiner Wut. Das Problem ist, wenn wir all das erleben, dass wir Gedanken vom Rache, Gedanken vom Vergeltung in uns planen. Und das macht, dass unser Groll, unsere Bitterkeit in uns zunimmt. Konfuzius hat auch mal gesagt, würden wir einfach Gift trinken zu uns und das Gefühl haben, wir schaden dem anderen. Aber der andere lebt weiter und wir bleiben in unserem Groll, wir bleiben in unserer Bitterkeit. Und einer, der auch sehr bekannt ist, Martin Luther King. Er war Pastor, er ist ein Bürgerrechtler im 19. Jahrhundert und er hat gekämpft für die Schwarzen. Er hat einfach für das Recht der Schwarzen. Und er hat gesagt, ich habe mich entschieden für die Liebe. Ich habe mich für die Liebe entschieden. Hass ist eine unerträgliche Last. Also wir dürfen auf keinen Fall zulassen, dass der Hass in unserem Herzen bleibt. Weil Hass macht blind. Hass und Bitterkeit macht uns blind gegenüber, was Gott uns geben will. Macht uns blind gegen den Menschen und die Nöte um uns herum. Darum, Gott ruft uns, einfach all das abzulegen. Egal, wie stark dass wir verletzt sind worden. Darum ist so wichtig, die Frage ist, wie reagiere ich auf all das, was ich erlebe? Denn da entscheidet sich, ob mein Herz noch bitter wird oder ob ich mich verändere und Hilfe suche bei Gott, dass mein Herz besser wird. Und ich kann mich auch daran gewöhnen, in meiner Seele, und ich trage das mit. Und ich sage, das ist Teil von meiner Seele. Das ist das, was Menschen mir angetan haben. Ich lasse einfach nicht los. Es ist einfach meine Vergangenheit. Es ist das, was Gott in mir da hat. Was ich erlebt habe, Gott hat mir nicht in mir da. Und ein weiterer Punkt ist, was wir erleben, ist Schuld. Schuld ist etwas, wo wir kaum einfach damit leben können. Schuld ist etwas, wo uns kaputt macht. Im Psalm 38,5 heißt, denn meine Sünden wachsen mir über den Kopf, wie eine schwere Last sind sie zu schwer für mich. Wie schlimm ist einfach mit Schuld umzugehen und dass wir probieren einfach irgendwie die Schuld zu ignorieren.
Und es gibt verschiedene Arten von Schuld, die uns einfach kaputt machen. Wie schlimm ist das in einer Ehe, wenn wir uns einander immer Schuld zuschieben? Du bist schuld für das und der andere Partner sagt, nein, du bist schuld für das. Und nie kann Versöhnung stattfinden. Und Gott ruft uns einfach, die Schuld abzulegen. Es gibt verschiedene Arten von Schuld. Da kommt der nächste Ball. Versteckte Schuld. Ich weiß, dass ich schuldig bin. Und ich verstecke die Schuld. Wir können die Schuld verstecken vor unserem Ehepartner, von unserem Kind, von unserem Chef, Pastor, was auch immer. Aber die Schuld können wir vor Gott nicht verstecken. Die Schuld können wir nicht vor uns selber verstecken. Das ist etwas, was in uns frisst. Und solange, dass wir die Schuld vor Gott nicht bekennen, die Schuld hat Macht in uns und frisst uns auf. Die Schuld macht uns kaputt. Und darum, das ist, die versteckte Schuld ist auch wie ein Gift, wo in uns innerlich alles auffrisst. Lüge, ich kann es auch verleugnen. Ich bin nicht schuld. Ich bin nicht schuld an dem, was ich gemacht habe. Ich kann einfach irgendwie ignorieren. Aber die Schuld eines Tages wird auferstehen, wird um mich folgen. Und wenn du am wenigsten erwartest, kommt das Licht, was du schon lange versteckt hast. Oder was du vielleicht verleugnet hast. Und das sind also Sachen, die in unserer Seele sind. Haben wir weiter, Bell? Genau, das ist Selbstgerechtigkeit. Das ist in unserer Gesellschaft etwas, was sehr populär ist. Wir probieren selber gut zu sein, aus unserer eigenen Selbstgerechtigkeit. Aber nicht nach dem Maßstab der Bibel, sondern nach dem Maßstab der Welt. Nach dem Maßstab, was die Gesellschaft uns diktiert. Und eines Tages kennen wir alle die Geschichte von dem reichen Jüngling, der zu Jesus gekommen ist. Und er hat gesagt, guter Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu ererben? Und erstens sagt Jesus, nur einer ist gut und der ist Gott. Der Einzige, der gut ist. Und zweitens, du kannst das ewige Leben nicht mit guten Werken erreichen. Nur allein durch den Glauben. Weil es ist aus Gnade, wo du einfach Gerechtigkeit kannst empfangen. Aber auch wir als Christen oft, wir vermischen unseren Glauben mit eigenen Leistungen. Und vielleicht meinen, okay, ich bin ein guter Christ, ich mache so vieles in der Gemeinde, ich mache das und jenes. Und so, unter das kommt der Stolz. Wow, meine Fähigkeiten, all das, was ich erreiche. Aber wir dürfen nie vergessen, das, was wir bekommen haben, der Glaube, das Reichtum von Jesus, es ist nur ein Geschenk aus Gnade. Und alles, was du und ich bin, das ist aus lauter Gnade, das, was er uns geschenkt hat. Und zuletzt, okay, das wollte gerade davon laufen, haben wir unbewältigter Trauer. Ich denke mir, das ist auch ein weiterer Punkt, wo wir jahrelang mittragen können. Vielleicht jemand von uns, der ein Familienangehöriger, der gestorben ist. Etwas, was du wirklich nicht erwartet hast. Und der Schmerz ist in unserer Seele. Der Schmerz macht uns kaputt. Der Schmerz, weil wir einfach nicht bewältigt haben. Weil wir einfach nicht den Trost von Gott bekommen haben. Einfach der Friede, wo alles, jede Vernunft übertrifft. Und ich denke mir, Gott will auch, dass wir die Trauer, den Schmerz bei Gott ablegen. Und Gott will nicht, dass du den Rest von deinem Leben traurig am Äpfel, wo du verloren hast. Gott, ich kann dir sagen, Gott ist derjenige, der uns tröstet. Das habe ich auch erlebt, das Jahr, wo meine Mami gestorben ist und wie Gott mir einfach den Trost geschenkt hat. Das ist etwas, wo ich nicht selber machen kann. Gott kommt mit seinem Trost. Und wir dürfen wissen, wir haben ein ewiges Leben vor dir. Ein herrliches Leben. Das Leben ist hier ein kurzes Ende. Und bald werden wir alle in der Herrlichkeit sein mit Gott. Amen. Und jetzt habe ich all das, mein Ballast, all die Lasten, die ich mittrage. Jetzt ist die grosse Frage, was mache ich mit ihm? Es gibt Menschen, die umeinander laufen und sagen, das ist dann halt mein Leben, das ist dann halt. Und
Und sie klammert sich fest. Aber solange, dass du dich klammerst an dem, wirst du nicht frei, um Gottes Gnade, Gottes Güte zu erkennen. Der nächste Punkt ist, wie werde ich frei, um Gottes Güte zu empfangen? Erstens, unsere eigene Schuld anerkennen. Unsere Schuld, das, was ich erlebt habe. Und der Psalmist, das sagt so gut in dem Psalm und sagt, Herr, aus tiefster Verzweiflung schreie ich zu dir. Herr, höre mein Rufen und vernimm mein Gebet. Herr, wenn du unsere Sünden anrechnen würdest, wer Herr könnte da bestehen? Doch du schenkst uns Vergebung, damit wir lernen, dich zu fürchten. Der Psalmist zuerst erkennt seine Schuld, seine Verzweiflung. Aber er erkennt auch, dass nur Gott allein ihn vergeben. Dass Gott ihn allein kann seine ganze Schuld nehmen. Dass Gott allein kann wirklich etwas Neues machen. Und darum ist es so wichtig, dass du und ich, um Gottes Güte zu erfahren, ist, dass du erkennst, deinen Zustand, deinen geistlichen Zustand. Der zweite ist Umkehr. Römer 2,4 heißt, ist es dir gleichgültig, wie freundlich, geduldig und nachsichtig Gott mit dir ist? Siehst du nicht, wie Gottes Freundlichkeit dich zur Umkehr bewegen will? Das ist so etwas Schönes, sehen, wie die Güte Gottes, wo uns immer wieder zieht zum Umkehr und sagt, ich bin da mit offenen Armen, komm zu mir. Ich will wirklich deinen Palast nehmen, aber du musst umkehren, 180 Grad in die andere Richtung und ich entscheide mich jetzt für Jesus. Ich entscheide mich, den Palast hinter mir zu lassen, so wie wir vorhin gesungen haben. 2. Korinther 5,21, so ein wichtiger Vers heißt, denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Jesus hat sich entschieden, am Kreuz zu gehen und zu sterben für dich und für mich. Für den ganzen Ballast, alle unsere Sünden, alle unser altes Leben. Und er hat sein vollkommenes Leben freiwillig als Tausch für uns gegeben. Und heute, am Morgen, er bietet dir seine Gerechtigkeit an. Er bietet dir Vergebung an. Und er sagt, es ist in deinen Händen, was du machen willst. Aber damit wir das erleben, seine Güte erleben, wir müssen all das loslassen. All das, unser Bagage, müssen wir loslassen. In Epheser 4,31 ermahnt uns Paulus und sagt, mit Bitterkeit, Wutausbrüchen und Zorn sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an, redet nicht schlecht über andere und vermeidet jede Feindseligkeit. Ich weiß, dass hier niemand das tut, das ist für eine andere gemeint. Jetzt liegt in unserer Hand, was wir machen mit dem allem, was wir erleben. Was wir was wir alles erlebt haben, ob wir es weiterhin umtragen oder wir wollen es einfach vor Gott ablegen. Und Gott ruft uns, all deinen Ballast loszulassen. All deinen Ballast loszulassen. Und vor allem, dass du vergisst denen, die dich verletzt haben. Denen vielleicht, sei es ein Vater, eine Mutter oder irgendjemand aus ihrer Vergangenheit, wo du dich festklammert. Und Jesus sagt, vergebt in Epheser, seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Die Vergebung, die wir von Jesus empfangen, sollen wir die Vergebung weitergeben. Aber jetzt steht in unserer Hand, was wir machen. Um Gottes Güte zu bekommen, kann ich nicht einfach mich dran klammern an dem und sagen, jetzt will ich Gottes Güte. Ich muss das ablegen. Ich muss mich entscheiden. Lass los. Alles abzulegen, loszulassen. Und was mache ich mit dem? Ich bringe das vor Jesus, als Kreuz. Er ist gestorben für mich. Und ich kann alles ablegen. All mein Ballast. All meine Sünden. Jetzt bin ich frei, um Gottes Gnade zu empfangen. Jetzt bin ich frei. Und jetzt kommt das Gnade Gottes zu fliegen.
Jetzt kann ich mich festklammern. Jetzt habe ich Vergebung empfangen. Jetzt bin ich eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, heißt in der Bibel. Siehe, Neues ist geworden. Und jetzt ist da, wo Jesus uns ruft, einfach an uns festzuheben. Und er sagt, zuerst, lass dich heilen von Jesus. Psalm 147,3 heißt, er heilt die zerbrochenen Herzens sind und verbindet ihre Wunden. Jesus möchte dein Herz heilen. Indem, dass du dich mehr an Gottes Verheißungen klammerst, indem, dass du mehr Gottes Gnade umarmst, als das, was er dir gemacht hat. Gott heilt dein Herz. Gott tut dein Herz wiederherstellen. Und was meint ihr? Werden wir jetzt nicht mehr angefochten? Werden wir jetzt nicht mehr beleidigt? Werden wir jetzt nicht mehr verletzt? Doch, wir werden verletzt. Wir werden weiterhin verletzt. Aber jetzt kann mit Gottes Gnade, kann ich mich das abwehren. Mein Herz wird nicht mehr jetzt verletzt, weil Gottes Gnade vor mir ist. Und Gottes Güte heisst in der Bibel, seine Güte umhüllt mich, umgibt mich. Es ist ein Schild um mich herum. Und darum kann ich mit Zuversicht vorausgehen und wissen, Jesus ist mit mir. Er ist mit mir. In Römer 8, 28 ist eine der stärksten Verheißungen, die die Bibel uns gibt. Und ich wollte euch bitten, dass wir es zusammen laut lesen. Ist gut. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Halleluja. Halleluja. Egal wie dunkel deine Vergangenheit kann sein, Jesus verwandelt das in etwas Neues, in einem Segen. Er ist der Meister, der alles verwandelt. Nur erwartet, dass du und ich, wir uns voll ganz ihm hingeben und sagen, Jesus, hier ist mein Leben. Und ich klammere mich fest an deine Gnade. Ich klammere mich fest an deine Güte. Und ich weiß, du verwandelst alles zum Segen, zum Gut. Weil ich dein Kind bin, weil ich dich liebe und weil du mit mir bist. Amen. Möchte ich euch bitten, aufzustehen und dass wir uns eine Zeit nehmen. Eine Zeit nehmen, das bitte ich euch einfach mal, dass wir unsere Augen schliessen. Und vielleicht sind es Sachen in deinem Leben, die dich immer noch belastet. Sachen, wo du Mühe hast, zu vergeben, abzulegen. Und der Herr sagt, jetzt ist der Moment, wo du kannst jetzt einfach bei Gott alles ablegen. Es ist nicht nach dem Gefühl, sondern es ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich, das abzulegen. Und Gott möchte, dass wir komplett heil sind, komplett wiederhergestellt. Aber das wird passieren in dem Maß, wie wir uns ihm hergeben. Lasst uns beten. Und einfach, wenn Menschen da sind, wo wirklich ihr Leben wollen einfach wirklich Gott neu voll hergeben. Und sagen, Herr, ich will meinen Ballast, alles, all die Schuld, die ich getragen habe, all der Groll, all die Bitterkeit, vielleicht all die Trauer, will all das jetzt heute Morgen vor dir ablegen. Und zulassen, dass du mit dir heilig kommst, dass du mich wiederherstellst. Jetzt ist der Moment. Oder vielleicht sind Menschen da, die wollen auch Jesus in seinem Herz aufnehmen. Vielleicht kennst du Jesus nicht. Und Jesus tut dich einladen mit offenen Armen und sagt, komm jetzt und nimm mich an. Möchte ich euch bitten, jetzt alle Leiter, dass sie zu der Gang, zu der Leinwand einfach führen kommen. Und wir möchten uns eine Zeit nehmen, wo wir einfach wirklich unser Herz aufmachen vor Gott. Dass wir einfach die Gnade, die er für uns vorbereitet hat, können einfach wirklich neu nehmen. Und die Freude, der Friede und all das, was er für uns vorbereitet hat, dass wir uns neu empfangen können. Unsere Seele wiederhergestellt wird, erfrischt wird. Der Geist Gottes ist da und lasst er einfach Gott suchen und sein Angesicht erheben. Amen.